steht, als in Lukas Kapitel 14, da redet Jesus von, dass wir sollen das überteilen, wie viel das kosten hat. Und da redet von seine Jünger sein, was es braucht, seine Jünger zu sein. So, Lukas Kapitel 14, Vers 25 durch 33. Ich werde proben, ob die zu lesen, ich kann nicht basten, aber ich kann mich basten proben. Du gingen over grote volksherden met om, en hij draait zich om en zette eind. Waar een eind weer naar mij komt, en host niet zijn vader en moeder, en vrouw en kinderen, en broeder en zusteren, die en doet ook zijn in het leven, die kon niet mijn jünger zijn. En wer niet zijn kruis draagt, en mij hinger rondkomt, die kon niet mijn jünger zijn. Wils wer van dient, die een torn buien wil, zat zich niet ihr stoel en berekent de kosten, of hij heeft dat uit te voeren. Dat niet van eenmaal, wanneer hij dem grond gelegd heeft, en den niet vorig merken kan, alle die dat zijn, ontvangen om te verspaten en zijn. Des mens vangt aan te bieden en kan niet vorig merken. Oder woonkennig, die door Rütjat met een anderen kennig Krieg te vieren, zat zich niet ihr Stuhl en überlegt, of hij woord kennen met 10.000, dem bejenen, die jeng aankomt met 20.000. Wanneer aber nicht, dann schickt hij, während Jana noch weit auf ist, eine Botschaft en prachet Fried. Grut so ook, ein jeder einer von jünt, der nicht alles auf sich, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Und so hier sind sind 3 Städte, wo das sagt, wenn die nicht versteht, dann kannst du nicht mein Jünger sein. Und du wie noch eine Frage, ich will dort von Johannes Kapitel 8, da sagt Jesus zu den Juden, die an ihm glauben, wenn die in meine Welt bleiben, dann sind die wahrhaftig meine Jünger. So du kannst einfach sagen, waran prof Jesus das klar zu machen. Das war das Brück, meine Jünger zu sein. Und das erste ist, jemanden Vater und Mutter, Brüder und Schwestern, Freunde und Kinder hosten. Das zweite ist, ihnen Kreuz abnehmen und Jesus nur folgen. Und das dritte ist, dass jemand alles aufsagen. Das auf Englisch würde ich sagen, alles verluten. Deny all things. Und dann hier in Johannes sagt, dass wenn die in meine Welt bleiben, dann sind die wirklich meine Jünger. Und ich glaube, das wird so interessant, wo klar Jesus das merkt hat. Das ist, was meinte, ein Jünger sein. Und ich weiß von der und seine Lehren, Rahmen, ich habe mit so Menschen, die reden, was so eine Lehre hören, dort du einen Unterschied aus zwischen ein Christ und zwischen ein Jünger. Und ein Christ ist bloß einer, der Jesus hat und den geglaubt, das ist ja Rat, aber der wirklich nicht Jesus nur folgen, der hat nicht am Leben, der hat am nicht dein, der bloß geglaubt und der hat nicht Rat, und der braucht nicht für der Leben hat. Und dann sagen die Jünger aber, dort ist ein Mann, der Jesus nur folgen hat. Dort ist ein Mann, der hier Jesus heißen hat. Aber die glauben, bad wollen in Rat sein, das ist ein bisschen besser als der andere. Und so, ich will ein bisschen erkennen, als das so, dass sind 2 Sorten Christen. Einer kommt bloß Jesus glauben in den Sinnleben aus der Welt, und der andere, der wird dann Jesus nur folgen. Und so dann seine Pferden, das ist ein Unterschied zwischen ein Christ und ein Jünger. Und ich dachte, es wird interessant hier in Apostelgeschichte Kapitel 11, Vers 26, da sagt dort, und die Jünger waren in Antioch dort erste Christen genannt. So du kann ja sein, dass das sei nun für die ersten mehrere Jahre, wo Menschen Jesus nur folgen, den anderen, die bloß Jünger, das sind Jünger. Und dann Luther fängt die an, Christen zu nennen. Das ist, was die wählen, sind Menschen, die Jesus Christus hier rangehen. Und dann nannte die so. So ich glaube, dort merkte du bloß klar, no, in Christen und Jünger, das sind das sei. Und so ist einer dort dann, wo ein Mädchen lesen hier, wo Jesus dort sagen hat, dort, wenn wir hier klar sein können in der Apostelgeschichte, dort ein Christ und ein Jünger, das soll ja Menschen sein, das sind bloß 200 Nummern für diese Menschen. Dann kann einer, der hier lesen, sagt, wo Jesus hier sagt, dann, wenn du nicht warst, Vater und Mutter, Kinder, Früh, Brüder und Schwestern hosten, dann kannst du nicht ein Christ sein, oder du mal lesen. Und ich denke, wenn du nicht warst, den Kreuz auf die Salz nehmen und mir herankommen, dann kannst du nicht ein Christ sein. Und dann hier steht wahr, wenn du nicht was alles aufsagen, was du hast, dann kannst du nicht ein Christ sein.
En zo, dat heeft mij al zeer om wat je lijf. Wat meint dat? Alles op te geven en Jezus nu volgen. So dat wil ik doen een beetje dollar studeren, wat dat meint. Wat meint dat Vater en Mutter, Kinder, Brüder en Schwestern hossen, die schlecht lieden. So ist der wir, das hier ist sehr ruhig, nicht? So, weil Jesus wirklich handelt, ich so meine Vater und Mutter hossen. Und ich glaube, was er hier tut, ist, der merkt, dass sehr klar, dass der verlangt so eine große Life für sich, dass wir so eine große Life für Gott haben, dass all the Life, was wir haben für alle Menschen um uns, das wird so unter sein, dass wir die schlecht liegen, jeng der Life, was wir für Gott haben. Wenn wir sind, das sehr klar, wir müssen für die Eltern servieren, die Kinder servieren, das habe ich sehr klar in Teil Plätzen in der Bibel. Und so, was ich doch, Matthäus, Kapitel 10, ich glaube, da ein bisschen klar machen, was Jesus hier meint hat. Du sagst, der Masse, aber du sagst ein klein bisschen anders. Das sagt, mit Matthäus, Kapitel 10, Vers 37, du sagst, wer Vater oder Mutter mehr läuft als mir, der es mir nicht wird. Und wenn wer Sohn oder Tochter mehr läuft als mir, der es nicht mir wird. So, du kannst nicht sagen, das ist, was Jesus meint hat. Wir machen der Hosen und meint, wir machen Gott und Jesus so weit, wo unsere Familie regnen, dort unser Leben für dich ist so viel gratis. Für Gott ist so viel gratis als für unsere Familie. Und dann sage ich, wenn die das nicht tun, dann können die nicht mit Jünger sein. So dass ich finde, so, man, das ist ein höher Ding, was Jesus uns zerrücken hat. Und dann, ein zweiter Ding, was ich hier sagen darf, wenn die nicht was den Krieg ab die Salz nehmen und mir herunterkommen, dann kannst du nicht mit Jünger sein. Und das sagt, er wird verstehen, den Krieg abnehmen, dass wir sterben an Salz. Das ist in der ersten Century, dass wenn wir sein haben, ein Krieg wie ein Instrument of Death, dort wird dazu Menschen sterben dann. Dort in Rom, der Römer, dort wird so eine schwere Wacht den Menschen dort merken, dass der Deutschen Reich von Ängsten würden Roman Citizens sein, die würden so niemand kriechen. Reich von der Böse Dinge tun haben, die kriegen dann den Kopf aufgehakt. Aber ich glaube, da wird viel besser für den Römer als den Kriechen wird. Ein Römer wird niemand wird, so ein Tag zu gehen. Und du kannst ja sagen, das sind sehr wichtige Wachten sterben. Und ich glaube, was Jesus hier sagt, dass einer muss jetzt auch sterben, dann sie sind sterben und Jesus herumkommen. Einer muss wahrlich sein, alles zu verlassen, am herumgehen und nu folgen. Ich dachte in Galater Kapitel 4, Vers 24, du sagst, aber die, die Christus ungehören, die haben dort Fleisch mit der Leidenschaft und Lasten gekriegt. So du sagst, die, die Jesus nu folgen, die Jesus ungehören, dann, da haben dort Fleisch, das sinnliche Fleisch, haben die gekriegt mit Christus. Und dann, endlich sagt er, der dritte Ding, was du sagen hat, ist, du musst rein alles abgeben. Das dort sagt, du musst alles auf sein, was du hast, und ich kann sie nicht mit Dingen sein. Und du, da habe ich gedacht, was meint das? Meint alles abgeben, meint das, alles verkaufen, gut mit der Brille leben, und vielleicht mal das auch. Was will Jesus hier zu seinen Dingen sagen? Wenn das, was die Frauen hat, dann würde ich sagen, horchen, nicht? Aber wir sind hier in Lukas Kapitel 18, ich glaube, das erklärt ein bisschen, was das meint, alles abgeben. Lukas Kapitel 18, Vers 28, du sagst Petrus zu Jesus und sagte, dann sieht Petrus, Kirk, wir haben alles verloren und sind die nur gefeucht. So du sagst Petrus, krieg, was Jesus gesagt, du musst alles abgeben, alles verloren und dann mir nur folgen. Aber hat Petrus nichts, hat er kein Haus, hat er keine Frau, hat er kein Boot? Das hat er. Wie kann es sein, wenn einer die Geschichte hat lesen von, wie Jesus mit der Jünger nach Top ist, die blieben fertig wie Petrus in Haus, die dann fertig Petrus in Boot brachten über die Galilee, über das Meer fahren, so, und dann da haben seine Früh, da Luther in der Apostelgeschichte redet noch von, dass Petrus nimmt seine Früh mit, wenn er predigen fährt. Und so, ich dachte, das wird vielleicht ein ferner Warten sein, okay, wo meint Jesus dann alles verloren, wenn Petrus sagt, er hat das tun. Und was ich gesagt habe, wird verstehen, dass wir geben alles an Gott. Und I guess, was wir sein auf Deutsch, verwohlt ja worden. Also, auf Englisch würde ein Steward sein. Dass wir wollen ein Steward. Wir sein alles, was wir haben, wir geben das eben an Gott.
Aber wie machen du noch eine Dinge abpassen für seine Ehe und für sein Königreich? Wie brücken die nu ten sein Königreich abbieren? Und so ja, dort, und dann sind wir noch also in Acts, wo wir sind von den Christians der ersten Century, wir sind dort, wir noch Menschen, die haben durch Hisa, die haben durch Dinge, so wie klar zu sein, die Christen haben durch noch Dinge. Aber so was meint, wenn das alles abgegeben hat, ist, die brücken nicht alles für Gott in ihr. Die sagen, dass das nicht mal meint, aber Gott hat mir das gegeben, dass ich das soll stürden und dass ich soll nicht das abhussen und für seine Herrlichkeit brücken. So mein Haus, mein Vater, mein Geld. Because so viel habe ich gleich immer gedacht, oh, 10% Cent Gott geben oder eben jetzt mit. Und ich fühle mich so, wenn ich das sage, es like, man, 100% ist Gott sind. Und ich soll nicht abhussen. Ich meint vielleicht nicht, dass, hey, das 100% was alle nicht weggeben, oder eine Missionaries gehen. Like, die Bibel sagt klar, einer muss seine Familie abhussen. Sagt, wer nicht dann seine Familie abhussen, der ist euer als ein Ungläubiger, darf den Glauben aufgesagt, sagt dort. Und so, aber so sagt er dann, verstehen wir, dass 100% geben zu Gott. Und die brauchen wird für, ja, wir passen in unsere Familie, aber das Geld, wir holen das alle mit offener Hand. Und Gott sagt, hey, ich will haben dieses Missionary Sponsoring oder diesen armen Mensch, der hier ist, das ist dann deine Arbeit, den Menschen abzupassen. Und ich glaube, das bringt Wasser, wie wenn ich bloß ins Geld waschmieten in den ersten Drug Addict on the streets, wo bloß mal Drugs geben, ich glaube, es ist ein Steward, einer muss Dinge abpassen, wo wird Gott sein Geld gebraucht worden. Und wenn die wirklich arm sind und sollen halten, aber Schrift sagt, wer nicht schaffen will, der braucht nicht eten. So, bloß die Fühlpelzen sollen ihm sein Geld nicht bringen. So, bloß weiten das. Wie machen durch Wasser haben, wo will Gott haben, ich soll mein Geld brauchen. Aber so krieg ich hier dann in das Kapitel durch Lukas Kapitel 14. So Jesus hat diese Dinge gesagt, das wird der Brück, sein Jünger zu sein, das wird der Brück in Christus zu sein. Und dann kriegt er eine Mann und sagt er, du sollst du sein und übertalen für die Kosten. Das heißt, wenn die ein Haus bauen oder wenn die einen Krieg gehen, du musst das erst aufteilen sein, was die kostet, das geben, hast du genug. Und so sagt er, wird verstehen, dass das Gott raubt seine Jünger hier. Das höhere Ding, was ich von dir verlange. Und sagt die erstmal du und alle die, was die das wird. Als Gott so viel wird zu dir, was die am nur folgen. Und er sagt, halt das erstmal über. Und ich fühle mich so fertig, dass das so leicht ist. Ich habe das selbst gehört, wenn ich mit Jesus mit einem Mathe und dass eine Welt fährt. Und Messer leicht mehr als mehrlich. Man, ich glaube, das soll nicht Jesus kommen. Und dann fährt sage ich nicht, aber was Jesus verlangt hat von dir. Und hier redet Jesus, gleich geschlacht, das sagt, das was ich von dir verlange, wenn die was nicht kommen. Und so, er steht, Füßen anhüpfen, und er dann, teilt das erstmal über. Du hast ein Parable, was Jesus redet hat von den Kurns, was Jesus da wurden, so dat uitschatten. En soms valt, je hebt die roet naam, wat voor twee, soms valt, mag de steinen aan, soms mag de darnen, en soms op goede eerd. En dat zegt dat, wat de mag de steinen gevallen wird. En Luther erklärt Jesus, was das meint. Er sagt, dass dort sind die, wo das Wort Gottes haben angenommen, mit schaftig angenommen, oder haben auf ein kleinen Städtchen der Werken sein klein einzigen gegangen und die hat nicht schlagen und bricht er ist tot. Und so, ich glaube, das, was Jesus hier will sagen, klar mir an. Don't nicht bloß hüpfen und sagen, hey, nu Jesus, nu fallen an, und ja, Luther an, was die waren für die Salzleben und Sinnleben. Like, no, total das eben. Das, was von dir verlangt war, und die muss was Dood, muss sie treu bleiben zu Jesus. Und tal das erstmal eben, was hat die tut? Verregnet die, als die das wird, Jesus nu zu fallen. Und ich glaube, wenn sein wir Jesus ist so ein heiligen König, so ein großer König. Und wir sehen, dass Gott hat Jesus zu seiner rechten Hand durchgesagt und hat alle Autorität auf der Welt und im Himmel gegeben. Und wir dann sagen, Jesus ist, wie das wird. Und wenn er den treu bleibt bei ihm, dann hat er versprochen, der wird ihm ewig Leben geben. Und so der hat einen großen Lohn für uns. Der wird uns sehr viel kosten auf dieser Welt, aber am Ende wird er durch Gott verbetun. Ich habe hier eine Geschichte, die ich dachte, warum man auf Englisch lesen, ich dachte, das wäre eine interessante Geschichte. Das ist von diesem Vers gekommen, ich werde den Vers auf Deutsch lesen, von Matthäus Kapitel 13, Vers 45 und 46. Das sagt dort,
Dit is wat Jezus sagt. Han sagt, Vader, als dat himmelrijk met einen handelsman te vergelijken, die du gode perlen zocht. Die dan, als hij een zeer wertvollen parel vangt, jengt en verkauft alles, wat hij had, en kauft hij. So hier zijn we this morning, de zieken een pearl, de ziek van die een pearl, en die heeft er finally aangevangen. En die reken den pearl zoveel wert, die verkauft erin alles wat hij heeft, plus dat hij den pearl kon krijgen. En so, ik ga dit onder het pot op Engels lezen, en vielleicht weer op Duits erklären. So, dat is een kleine geschichte van een man hier, dat ik dacht, dat weer nog klar. Het zegt, when we find Jesus, it costs us everything. He has happiness, joy, peace, healing, security, eternity, everything. So we say, I want this pearl. And then we ask, how much is it? Well, the seller says, it's very expensive. But how much? We ask. Well, a very large amount. Would you think I could buy it? Oh, of course. Anyone can buy it. But didn't you say it was very expensive? Yes. Well, how much is it? Everything you have, says the seller. We make up our minds. All right, I'll buy it. We say, well, what do you have? He wants to know. Let's write it down. And then you say, well, I have $10,000 in my bank. Good, $10,000. What else? Well, that's all. That's all you have? Nothing more? Well, I have a few dollars here in my pocket. How much? We start digging. Well, let's see. 30, 40, 60, 80, 100, 120. That's fine. What else do you have? Well, nothing. That's all. Well, where do you live? He's still probing. In my house? Yes, I have a house. The house too, then. He writes that down. You mean I have to live in my camper? You have a camper? That too. What else? I'll have to sleep in my car. You have a car? Oh, you have two of them. Both of them. Both of them cars, both cars, they become mine. What else? Well, you already have all my money, my house, my camper, my cars. What else do you want? Are you alone in this world? No, I have a wife and two children. Oh, yes, your wife and your children too. What else? I have nothing left. I'm left alone now. Suddenly the seller exclaims, oh, I almost forgot. You yourself too. Everything becomes mine. Wife, children, house, money, cars, and you too. Then he goes on. Now listen, I will allow you to use all these things for the time being, but don't forget that they're mine, just as you are. And whenever I need any of them, you must give them up, because I am their owner. Så jeg dachte, vi ville sådan en geschichte, der valgte en parel kjøp, men fragte for det. Sagte, ring oss for de has. Som jeg sa det. Men fragte, var stedet en vi kan kjøpe? Men sagde, jo. Alle mennesker kan en kjøpe. Men fragte, hvorfor læser du den? Men ring oss for de has. Und dann fängt er an zu sagen, dass von seinem Haus, in seine Korn, in seine Frühs, in seine Kinder, in alle Dollars, was er hat, das ist alles, was er will. Der will bloß rein alles. Und wenn er alles hat, dann kannst du den Pearl haben. Und so ist es gleich mit dem Reich Gottes. Das ist, was Gott verlangt hat. Alles, was er hat. Some haben mehr als andere, aber der will von oben alles, was er hat. Und dann sagte du am Ende, aber von nu kostet alle Brücken. Das ist alle dient, die kostet Brücken, aber die muss Brücken für seine Herrlichkeit und den seinen Reich abgeben. Und aber du musst es nicht brauchen, wenn das sieht. Du musst es weiten, du bist ein Sklav. Und kriegst es ein Sklav, das für seinen Meister, der hat all das Geld, was er hat, der hat vielleicht ein Teil Geld. Aber das ist nicht bloß, dass er sieht, dass er kann brauchen, was er will. Es ist nur, ich muss das nicht brauchen, für was er will, für was mein Meister will haben, ich soll das brauchen für. So ja, du bloß am Ende sagt das, wie man alles abgeben. Und seine verwollt ja Stewards worden, für den König. Und da denkt man eigentlich, man das bloß Frauen ist, so wie wahrlich den Priester tun. Als uns Jesus so viel wird, dass wir alles vergeben haben. Und für ich glaube, was von so ein Tier hat, so ein hoher Priester, dann glaubt man, ich dachte, wir brauchen das Glauben. Und ich glaube auch, ja, wie man. Denn ja, Rat sein, wir glauben. Aber glauben an Wort. Because some Menschen glauben, oh, bloß glauben, dass Jesus wie 2000 Jahre 3 an Kreuz starben. Manche Menschen, die nicht Christen sein, glauben dort. Atheists glauben dort. Wer eine History kennen hat, der kann das sein. Manche Historical Records wiesen, dass Jesus wie an Kreuz starben. Und some sagen, oh, du musst bloß glauben, dass Jesus für mich an Kreuz starben hat.
ik geloof du moet, maar ik geloof dus ook meer. En ik wil hier van Apostelgeschichte lezen. Du redt Philippi en Jailer. Der redt daar, die kwam naar Paulus en sagte, wat moet ik doen ten je raad worden? De gevangenis weer goed opgeworden en de had je goed wat aanbrengen. En dan zegt hij dat al de prisoners die werden daarna niet uitgeklaafd. En dan voelt de doel voor Paulus en dan Luther zegt hij, sagte der Apostel Paul, sagte, wat moet ik doen ten je raad worden? Dan zei er zeggen, geloof an dem Herrn Jesus Christus, dann wirst du gerat worden in dein Huis. So du sagst, geloof an den Herrn Jesus Christus. Und dort will ich mit uitbrengen, wat meint Herrn? Ich will Römer Kapitel 10 lesen. Römer Kapitel 10, Vers 9 und 10, das sagt, das steht. Doch wenn du mit dem Mühl dem Herrn Jesus bekennst und glaubst in dein Hart, dass Gott am von der Tod abgeweckt hat, dann wirst du gerat. Wils wer mit dort Hart glaubt, wird gerat, und wer mit dem Mühl bekennt, wird gerat. Also wer mit dort Hart glaubt, wird gerecht, und wer mit dort Mühl bekennt, wird gerecht. Und so du sagst einer das Wort, sag ich, du musst Jesus bekennen mit dem Mühl, dass der Herrn ist. Und ich freue mich so viel, man Christen, einer Wort oder so sagen, dass wir nahen Jesus immer Herrn haben. Und ich freue mich so viel, fangen wir an zu denken, das ist bloß sein Name. Aber das ist nicht sein Name, das ist sein Titel. Und Herrn ist meint ein Master, das meint someone, wer die ihnen dat. Wenn du ins Sklave bist, dann hast du einen Herrn. So jedes Mal, wenn wir würden sagen, dass Jesus mein Herrn ist, dann kriegt du mir sagen, dass ich ein Sklave. Wenn bloß ein Sklave hat einen Herrn. Und so, und es steht da im Reich zu den Emperors in Rom, du so Menschen sein, dass der Kaiser, der wird Herrn. Und Christen, die wollen nicht tun, und du kriegst einen Teil Christen dort gemerkt. Wenn wir nicht einen Mann bekennen, dass der Herrn, die sagen, nee, Jesus ist uns Herrn. Und die wollen nicht die Hand geben zu den Kaiser. Und so du seid einer bloß, dort wird diese zwei Schriftstellen hier sein, und dort wird jemand tun, wenn Jesus unraubt muss Herrn. Und das meint nicht, dass ich komme bloß und lade denk sagen bloß, dass du wird Herrn sein, das wird mir nicht raten, aber wirklich dort glauben, dass das ist mein Herrn. Und wenn der mein Herrn ist, wenn ich wirklich glaube, dass ich sein Sklave bin, dann meint das, ich will für den leben. Ich will am Gehorsam sein. Ich will sein Wort nehmen, das lesen, und ich will sein, wo kann ich den horchen? Und das mein Herrn ist. Es sind ein paar Schriftstellen, wo ich gerade durchgeschrieben habe, in Matthäus, Kapitel 7, und da haben wir mal das ein Kapitel, was den Grund ist, wirklich, das lesen. Da sage ich, Kapitel 7, Vers 21, 23, sage ich, die waren nicht alle in das Himmelreich kommen, die zu mir sagen, Herr, Herr, aber wer dem Willen dat von meinen Fuder im Himmel. Viele waren an jenen Tag zu mir sagen, Herr, Herr, habe ich nicht in deinen Namen geprophezeit, in deinen Namen Diebel zurückgedreven, und in deinen Namen viele gewollte Worte gedoen? Und dann war ich der Ernst bekennen, ich habe ihn noch niemals gekannt. Wach von mir, je Satzloser. So, der wird nicht das Gesetz nur fallen, dann, das meint, wird den Sinn leben dann. Es ist in some englische Translation geschrieben, workers of lawlessness or of iniquity. So du kannst etwas sagen, nicht? Bloß wenn du mit dem Mühl bekannt hast, dass Jesus ist Herrn, das meint nicht. Du musst einen wirklichen Glauben haben. Gott kann ihm sein Hart sein, der weiß, was ein Hart ist. Und wenn wir bloß gehen raum, oh ja, Jesus ist mein Herrn. Aber wir leben durch den ganzen Sinn. Das ist der hier deiden, die leben in Sinn, die deiden nicht den Willen von den Fuder. Die sind dann am letzten Tag, die dachten, die werden gerecht, die nannten am Herr, Herr. Und dann fing der an, auf den letzten Tag. Und sagt, Jesus, weich von mir. Ich kann dich nicht. Und ich finde so, man, dort wird uns, wenn wir dort wirklich glauben, ich glaube, wo wir nicht die Bibel aufmerken, und du bist nähen glatzen sein, was mache ich tun, den gerat worden. Wenn die Schrift uns wiesen hat, wo wir können euer Leben finden, ich glaube, wir müssen gerade an sein, um zu sagen, oh, ich merke das nicht. Wenn wir wirklich glauben, dass Gott sein wird, und das sagt mir, weil ich euer Leben haben, dann würde ich sagen, dass ich denke, lesen, studieren, aber ich das verstehen, dass ich kann reich sein. Und Jan da, wenn ich vor einem heiligen Gott stehen, und da wird rein alles sein. Seine Ohren werden alle Gedanken sein in mein Hart.
wird nicht Verstärkung sein von ihm in den Tag. Und hier wird bloß ein kleiner Vers, was ich durchgehört in Lukas Kapitel 6, Vers 46, da sagt er, warum nennen die mich Herr und dann nicht, was ich ihnen sage? So, du kannst sagen, du musst, Gott kann in sein Hart sein, bloß mit der Leben so bekannt, dass Gott, Jesus sagt, dass eine steht zu der Vater sehr, da sagt er, je preisen Gott an mit deinem Leben, aber ihn hat es weit von ihm. Das ist allerladig, das hofft nicht. Also du kannst etwas sein, wir sollen alles abgeben. Und Jesus uns harnes, da meint alles abgeben am Nufallen, das ist von der Geschichte von den Perlen reden, wo Jesus mal sieht, wenn die nicht alles abgeben, was du hast, dann kannst du nicht mehr Nufallen sein, kannst du nicht mehr gehen sein. Und so, wenn wir weiten, dass Jesus als mein Herr, da meint alles übergeben. Und den werden nicht Nufallen. Und ein Prediger, der ich heute online, der redet von der Geschichte, wo der hat, ich glaube, der hat vielleicht über TV gesehen, ein Prediger, und der sieht, dass hat ein bisschen nachgedacht, dass der Prediger der hat. Der Prediger hat gestanden vor allen Menschen, hat gesagt, wer hier weiß nicht ganz genau, dass wenn die würden von denen sterben, dass die würden im Himmel sein. Und alle Menschen haben hängen auf die Hölle und hat gesagt, okay, well, wenn die wollen für sure weiten, dann bloß nicht fernkommen und das Gebet beten, dann können die für sure weiten, dass die werden in den Himmel kommen. Aber ein Trouble wird mit dort ist, da hat kein von denen gesagt, dass die mit Jesus nur folgen, Jesus annehmen. Alle Menschen, die wollen im Himmel, aber da hat nicht gefragt, dass die Jesus nur folgen. Und dann kriegst du gleich mit Hitler. Und dann wurde Hitler gefragt, was ist im Himmel? Oh ja, sind Trouble wird, der will ich Jesus nur folgen. Der will in seinen Sinn leben, der will, was der will. Und so dort wieder ab jemals Trouble wird nicht, dass der will nicht im Himmel wird. Er will, der gleich wird wollen im Himmel sein. Und so ich glaube, das ist sehr important, dass wir dort können, like, bloß dass wir in den Himmel nennen, das meint nicht. Als, weil wir am Nu fallen, weil wir an dein. Und in Hebrews, Hebräer, du sagst dort, dass Jesus wird, dass ewig Leben geben, der all day für die Armen gehorsam sind. So du sagst dort, like, so ich meine, du nicht Futten zu nehmen, dass du nicht daran glauben hast, du hast daran glauben, aber glauben, dass Jesus Christus der Herr ist. Und dass Gott am Haft von der Tod abgewehrt. Und so glauben, das Wort ihn bringt. So glauben, Wort bringt, das Wort zu sein, in der Leben ist, dass du was hast. Und ich lese das Kapitel hier in 1. Korinther, Kapitel 6, Vers 20, sagt es, weil sie sind mit einem Preis gekauft, durch verherrlicht Gott in jenen Körper und in jenen Geist, der Gott gehiert. Wir sagen, Jesus hat so einen hohen Preis für uns gegeben. Und in Hebrew sagt er auch, wo wir Jesus ihn Blut und ihre Feit klein und alles zu nichts haben. Und ich glaube, das ist, was wir tun. Wenn wir sagen, dass Jesus hat so einen hohen Preis betont für uns und wir dort merken, dass das nicht ist, was wird Gott uns tun an den Tag? Und so, ich glaube, das ist ein Denken, das ist, was wichtig ist. Jesus hat so viel gelitten, so viel durchgegangen für uns. So, Jesus verlangt alles von uns. Und der hat jetzt ganz abgegeben für uns. Und das alles, was er nicht verlangt hat von uns. Ich kriege so viel, der Jäuf gezahlt und die wollen haben, wie sie an uns als abgeben zu denen. Und sie nicht deiner wollen. Und so, ich glaube, denk halt, das meint nicht, dass wir alles wollen perfekt einmal tun. Aber da wird eine Anstellung sein, dass, hey, Jesus ist mein Herr, den will ich nur folgen. Und sometimes wird einer ein Kart kommen von dort, weil wir können das weiten, dass Gott ist gnädig und er ist wahrlich uns zu vergeben, wenn wir Kart kommen. Und ich lege die Vers sagen, wegen 2. Christi, ich struggle sehr mit das Glauben, dass Gott mich vergeben wird, wenn ich sündigen darf. Ich sündigen darf, ich fall hin und für der ich durch meine Sehen, ich bin so anmutig, dass ich war gesündigt habe. Aber ich weiß bloß alle Dinge in der Schrift, kann es sein, dass Gott hat eine große Liebe für so, was gebrauchen sind über das Sinn. Und dazu Gott will Menschen anbringen. Ich glaube, Menschen müssen dann sehr viel Mut nehmen, wenn die sagen, gebrauchen sind über das Sinn. Das ist sehr viel besser als die, was da Sinn teilen, das von der Schrift. Und so, ich glaube, das kann einen Huten bringen. Wenn einem seine Sinn, einem so sagen, Bruder, und einem so sagen, hart schwer ist, dann Gott sagt, so ein gleich dich. So ein gleich dich, und das kann sein, dass wir so traurig sind über das Sinn, was wir haben zu tun. Und dann machen wir ein Denken, und das waren wir
hier in Johannes, 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 9, dort wir eine Frage, wir müssen in den kommen, dann den weiten, dass Gott als gnädig unsere Sünden vergeben. Ich hatte hier bloß auf Englisch geschrieben, und es sagt, wie unsere Sünden waren bekannt, da ist treu, ten unsere Sünden vergeben und uns reinigen von all eurer Rechtigkeit. So dass du bloß denken, Gott hat versprochen, Gott ist nicht ein Lügner. Und Gott hat versprochen, dass wenn wir wollen, am kommen, man verbreitet hat, und wollen, am ungehören, das teuer ans Harnes, dann haben wir vor am kommen, und der wird uns raten, der wird uns vergeben. Und dann sagen wir dort auch annehmen. Wir sollen seine Vergebung annehmen. Nicht, wenn wir da hier nach Rom gehen und glauben, oh Gott, ist mir noch einmal da. No, wenn die all wirklich Leute was ist und die ist bekannt an dann kannst du sagen, oh Gott hat mich vergeben. Und der ist treu, und der darf nicht liegen. Und so, das ist immer eine feine Ding für mich, zu denken, dass Gott ist gerecht. Und ein Ding, was ich bloß noch mitluden für oben, ist, ein Psalm, was mich auf seiner Motor gebracht ist Psalm 103. Du kannst sein, dort bloß selbst Tüß lesen. Aber das ist ein sehr feiner Kapitel, der redet so sehr von, wie gnädig Gott ist today, was am Furchen tun. Und du bringst bloß so viel Mut today, was am nu fallen wollen oder am Furchen wollen, dass Gott ist sehr, sehr gnädig. Und so dort war ich denken, dass Gott ist gnädig und dort war niemand vergeten, aber wir müssen auch weiten, dass dort ans Horn ist. Ich weiß ein Ding, was ich hier nicht heute gesagt habe, was ich mit durchgeschrieben habe, ist, gut von dort Jesus Horn ist. So viel reden wir bloß von Jesus dort ans Radner ist, und das Ganze, oder eigentlich ein Denkfut von ihm. Aber sagen wir so sehr bloß von sie, dass der Raden da, wir reden nicht von, dass das ein Horn ist. Und ich dachte, es wird interessant in der Bibel, Jesus 17 Mal nannte den Radner. Ein Savior auf Englisch. In dem ganzen Neuen Testament. In dem Alten Testament, da wir ein paar hundert Mal, so Menschen sehen 700, some sehen 500, ich will nicht das nochmal geben, aber ich lasse bloß in den Gospels teilen. Und ich bloß die Wort, was sehr, sehr klar von Jesus reden, wo der Jesus hören an. Und bloß von den 5 Gospels wir 130 Mal, wo der Jesus hören an. Und so du kannst ja bloß sein, dass in der Bibel, das hilft dort Part von seinem Charakter sehr ab, dass dort ist ans Hören. Aber ja, das hat uns Ding raten, du weißt nicht von Frieden, aber ich dachte bloß, so viel, weil bloß von reden, dass das ans Raten ist, aber wir wollen nicht von reden, dass das ans Hören ist, wie sind da in der Bibel, da gibt es anders. Der redet sehr von seiner Herrlichkeit, dass das ans Hören ist, und an 17 Mal in den Neuen Testament, dass ans Raten ist. Doing ist alles so, das nehmen nicht von wahr, aber ich dachte, das ist interessant, dass wir aber ja, das ist alles, was ich von dir anhöre. Und jetzt, meine Announcements noch wieder, oder aber das ist, was ich von dir anhöre. So, Dankeschön für euch. Dankeschön, Willy. Für die Botschaft, das ist sehr, sehr wichtig. Nicht? Den Preis teilen, was wird mir das wirklich kosten? Nicht bloß du hoofdvallig nangehen und, oh ja, ich will in den Himmel, wenn Jesus die zegt, ich glaube, alle Menschen, wenn er vroeg, wir wollen alle in den Himmel, ich glaube, wir rennen alle an zijn hang opheven, nicht? Und das ist zalig, ja, ich will in den Himmel, aber ich will nicht tun, was es verlangt, um de hand kommen, nicht? And that's a very good reminder. We hebben dat even gaan, we hebben de prijs talen, niet? En schrift lezen en zijn hoe ons leven oplandt, met wat God zijn woord zegt. So, dankzij voor dat. Er zijn nog wat announcements. Van deel 4:30 is de potluck in de gym. En maandwerk is de members meeting. I guess that's nog. Yeah. So there's going to be a members meeting, klok 7 on Madvik, and on baptism classes and vara on Dardag. So yeah, hold that in denk, and we'll see you this evening. Dankzij voor kom. God